Mein Name ist Patrick Michaeli, ich bin Direktor vom Naturmuseum und engens auch Kurateur von dieser Ausstellung Animalisch, an der wir uns mit der Beziehung, komplizierter Beziehung zwischen dem Mensch und den nicht-menschlichen Tieren beschäftigen. Die letzten Jahrzehnte hat sich als Relation zum Tier immens verändert, die Relation zu der Natur überhaupt. Wie geht ein Naturmuseum mit so einer Evolution um? Als Museum merken wir das natürlich ganz gut. Also wir feiern ein anderes Jahr 1996 sind wir hier an den Grund geplündert. Viele Leute die kennen ein anderes Museum nach wie Dürfen verschmerzt war. Sind sie Trappen runtergegangen, das waren so holzene Trappen, die noch richtig gut geknacht haben. Und sie sind an einem Raum rausgekommen, wo dann Tiere all gut extrem systematisch klassifiziert waren und noch da an den Vitrinen so da stungen. Die Decision, dass du noch getroffen gehen, Ruf zu kommen hier in den Grund und das nämlich systematisch zu weisen, mit thematisch. Das heißt, wir haben die Tiere ganz ernst, also in einen ganz anderen Kontext gesagt. Nicht nur just so, wie der Wissenschaftler sie dann eben noch gesehen hat, wissenschaftlich bestimmt, klassifiziert hat, nee, mehr probiert sie an einen ökologischen Kontext zu setzen, eben noch mit den Problemen, die dann eben die Lebensräume, die Habitate auch natürlich da schon hatten. Für die Sonne, da sind ganz viele Tiere, die sind am Gange eben auch zu verschwanden zum Teils. Wie natürlich also auch die Verbindung, die man mit Mensch und Tier über die letzten Jahrzehnte dann eben noch, dass sie sich kategorisch verändert hat. Natürlich ist das eine Observation, die wir hier gemacht haben und die wir auch probiert haben, dann eben auch an den Expositionen temporären zu begleiten. Ja, hauptsächlich schenkt man auch das Grenz zwischen Tier und Mensch, die für früher einfach, soweit ich mich da erinnere, ganz fest war, dass die immer mehr verwischt wird. Auch das können dann so eine Ausstellung wie der heute zum Vorschein. Das ist eben immens wichtig. Also, du könnt dann noch ein bisschen um das Thema von der Evolution natürlich auch rund. Und auch zum Beispiel, dass man als Museum natürlich auch die Aufgabe haben, ob die Verwandtschaft, die man mit den Tieren haben, also den Titel auch von dieser Ausstellung, wo wir da dran sitzen, den heißt ja nicht von ungefähr unsere Relation oder meine Relation vom, also als Mensch mit den nicht-menschlichen Tieren. Also das nicht-menschlich ist schon ein ganz wichtiger Zusatz, den auch zu meinem eigenen Erstaunen ganz am Anfang, wie man rausbricht, auch hier intern am Haus für die eine oder die andere Überraschung gesucht. Und obwohl es ja eigentlich relativ normal ist, dass man eigentlich durch den Zusatz eigentlich auch aussieht, wir gehören alle Guten zusammen. Wir sind noch als Mensch sind wir selber Tieren. Und natürlich als naturhistorische Museum mit dem Hintergrund von der Evolutionsthematik probieren wir das dann noch und Leute dann zu bringen, und für ihnen da eben noch mehr zu bringen, dass wir eine große Familie sind, dass du eine große Verwandtschaft gibt. Es gibt heute eine Wissenschaft, die sich ganz präzise mit der Relation zwischen Mensch und Tieren beschäftigt, also Human Animal Studies. Die schwätzen eben just von nicht-menschlichen Lebewesen. Wie hat auch die Erkenntnisse aus dem Bereich man an der Ausstellung verschafft? Ja, weil die Wissenschaft von den Animal Studies, die beschäftigt sich ja vor allem eben auch mit dem, wie man mit den Tieren umgeht. Das heißt, du hast auch den Naturwissenschaftler, dem geht ja auch ein bisschen über die Schule geguckt, wie er selber mit den Tieren dann auch zum Beispiel in einem Museum umgeht. Und das ist ein bisschen auch ein Thema hier an dieser Ausstellung, weil uns natürlich ganz wichtig war, auch ein bisschen selber mal auf uns zu gucken und wie gehen wir hier im Museum mit den Tieren das haben wir auf verschiedenen Ebenen eben halt gemacht. Wir forschen ja auch auf Tieren, das für, wo wir über Biodiversität eben aufhassen, ne? Wie ist der Stand von der Biodiversität, was gibt die, was heute in Lützeburg, wer das überhaupt nach Varietät, Variabilität, auch genetische Variabilität innerhalb von einer Art. Das geht dadurch, dass es auf den Terrain geht. Hier ist für allem natürlich am Niveau von der Entomologie und dann eben Tiere sammeln geht, für sie dann mitzubringen und heute zu analysieren. Bref, wir machen die Tiere auch tot. Also das ist natürlich dann eine Relation, eine Beziehung, die mit Tieren hat, die kannst du auch für den einzelnen Wissenschaftler problematisch sein. Und probiert das natürlich dann auch zu justifizieren, wie warten das dann eben noch halt möchte. Und das wird interessant, dass natürlich für Leute aus den aus den Animal Studies für da eben zu sehen haben, die ganz gut um den einer für die probieren sich effektiv da eine Ethik zurechtzulegen, die ihnen dann eben das dann eben auch erlaubt. Ne?
der anderen Seite also wir stoppen deren auch aus. Ne? Und, dat mech doch net Schiedereen gern dat das ganz speziell an dat wëssen wir auch vom Hans so Workshop unzählen, also doude Steier aus den zu höllen, fir herno dann eben eng naturaliséiert Déier Präparat an durchstoen zu hunn, also das schon richtig Handvirk. De Muse den huet am moment do een Taxidermist, an dat auch fir d Visiteuren, die an de Muse kommen och immer extrem spannend. natürlich woch Leiit aus den Animal Studies as do interessant ze gesinn, ja, wie geht lo den Taxidermist, mat der sagt wo könnt ihr no déier wie möchten se wie bereten se op, wat denken sech dabei wann net mcht, denken du méi euren Liewesteier oder ass der Dichter lo fir hiren so eng. Ja, dat tut ass mein Handwerk. Ich muss gucken, dass no en Déier durchsteet, wat eben nur dem ursprünglichen Déier auch tatsächlich ausgeseit. An dem Sinn ass dat schon appes wat wichtig ass, wat den noch probéiert Teil durchzustellen, iwwer dat war den noch an eng Muse soll iwwerleen an dufir man dem auch an dese Ausstellung lo integrieren. A wo kommentieren dann her die Haiier Muse opgestoppt gin? Wann Di wees, dats de Muse lo iwwer 150 Joer ass also aus ënnerschiedlichste Situationen. Mit déi die lo beikommen, lo wo die vorgestalt gin. Mittlerweile ist es lo so, dass man lo natürlich nicht mehr op Kommand irgend so sicher gehen, ne, oder kreieren. Also wir kriegen ganz viel Deiere lo zum Beispiel aus Zoen, da das bisschen lo, wann den Relationen mit Zoen hört. Das halt zu Lützeburg kommt den oder der, das könnt dann eben aus dem Märchenpark von Beteburg, da das zum Beispiel hier auch Känguru, Wallaby, den hier gewiesen wird, die könnt von da. Dann ist natürlich auch deren Opfängstation von Diddling. Also wo Wëldeier mal ageliefert gi, wann du mal en Gerint dann noch stirft, gi mir natürlich auch gefrot, ob in dat Lohai fir uns Besoen kennt dann hunn an dann ginn ze ageliefert. Mit das ball fall so, dass man nëmmei Igent se als Jocht oder sos voilà, wo déiere wirklich ganz aktiv proaktiv dot gemacht gin, also dat fëll man nëmmei. Et gëtt haut jo vun Rechter vun Déieren geschwert, dats dat Orppes vu der Reech de Maden mis den ofginn oder wo der ich vorstalt huet am Kader vun der Ausstellung. Ich ginn dort froh zerek wat hunn Déieren dann iwwer hat fir Rechter. Awer da sind déiere recht, also muss enke soen, dats tatsächlich Déiere lo perélech Rechter jo moll net hunn. Sie hunn sinn nach ëmmer Obgéen, sie ginn als Obgéen betruecht. Kann en natürlich tatsächlich auch noch mi weit goen, dann iwwer politisch Rechter vun déiere schwätzen, dat ass eng Thematik, die ganz viele Leiit vielleicht komplett fremers van sich iwwerleet ha voilà, du gët so en Déier, dat kenint hat eng Stimm an enger Chamber zum Beispiel. Ne? Wadet natürlich per se net kann hunn, et kann sich net so eräußeren zu senge Konditionen, wie dat daneben noch ein Mensch kann machen. Mit kennt aber genau an dem Kontext so vorstellen, voilà, ist dann nicht möglich, dass du Repräsentant für die Ideen aussteht. Und das sind so die Sachen, die an dieser Ausstellung dann tatsächlich auch diskutiert gehen. Geht doch ganz kurz daneben ob Geschichte von den Rechter gehen wir dann noch an, weil das eine Geschichte über Jahrhunderte natürlich zurückgeht, wo man dann eben noch pur Personagen und auch Evenementen daraus kristallisieren, die ganz interessant sind und die unser Ballfall ganz interessant erscheinen, wie präsentiert zu gehen. Die Evolution an der Relation zwischen Mensch und Déier hat einen Impact auf Manier, wie man und Biodiversitätskrise umgehen. Sie sollt und sie misst, weil es natürlich Respekt ass für all Einzel Liewewiesen natürlich schon den Nachten, die han durchstehen, fir eben zu konsideieren, dass man eigentlich eng riesig groß Familie sind. Also aus der ball Fall es wird enorm wichtig ist und im Norm verstehst du mich von der Biodiversität absolut soll eng Rolle spielen. Natürlich gibt auch Konsumation vom Déier an der Ausstellung thematisieren. Dann kann man feststellen, dass es da für die meisten Diskussionen opkommen am Kader vun der Jocht méi am Kader vun der Konsumatioun vum Fleech am allgemengen oder Fisch? Dat ass natürlich een vun den Themen wat das bis Moment vun der Ausstellung, wo man natürlich dann do op Schwäze komme wie da lo mat der industrieller Fleechproduktion. Du könnt den noch net do lcht, wird natürlich eng
Relation ass die Jidereen eigentlich mam déier praktisch huet. Also sinn natürlich een geringe Prozentsatz vun der Population, die lo vegetarisch oder nach Manner, ich meine das bis 2%, die vegan tatsächlich liewen, also die effektiv an dem Moment von sich könne behaupten, voilà, sie net direkt Berehrung mat engem dodeschen Déier. Nee, also die industriell Déieren zucht an Hanno dann eben auch iwwer Schlchthäuser, dat gëtt an dieser Ausstellung ganz feingewich Momengen touchéiert. Op denger Seite natürlich, dass man auch die Leute länger selber damit konfrontieren. Was sind Ärgren, dass zum Beispiel, obwohl das wüsst, dass Déieren Leid tun an einer industrieller Zichtung, wie wat ihr da weiterhin der Fleisch, das von der Verhaltensökonomie, also Fach innerhalb von der Psychologie, wo das dort dann analysiert wird. Und dann nur eine Woche ganz flotten Dokumentär, das sind Szenen, die aus einem Dokumentär im Deutschen, unser täglich Brot, weisen. Den Film, den kann übrigens auch auf YouTube komplett nachgucken. Wir hatten uns einmal am Produkteur geeinigt, Szenen aus der Fleischproduktion aus einem Schlchthaus zu weisen. Der Film und den Dokumentär, die sticht für allem dadurch auf, dass sind eigentlich praktisch die Banalität von der Industrialisierung weist. Das nicht kommentiert. Das sind noch keine Szenen, die mit Kamera caché gemacht sind. Das sind Szenen, die normal Leute weisen, die an einem Schlchthaus schaffen, natürlich dann auch Déieren dod machen. Der Szene gesagt den auch. Den Dokumentär als übrigens nicht für Kanner ënner 12 Joer gedurcht, mün dat dann en Funktion von dem noch an dieser Ausstellung hallo müssen so präparieren, dass nicht jidereen dra gucken. Sind auch übrigens 2 ältere gewircht, die uns gesucht haben, ich will nicht, dass mein Kanner der tote gesinn. Deswegen Grund immer. Ne? Bei Wallfall den Dokumentär, die seht, okay, der tun als Banalität von der Industrialisierung. Ne? Wann ihr guckt, wo sind Schlchthäuser, wir wissen natürlich, wo zu Lützeburg ist, ganz oft an den größten nordischen Ländern, Frankreich, Deutschland, die Schlchthäuser, die sind irgendwo an der Pampa, teier den nicht, gesäit den nicht, tricht den nicht, ganz viel, lebt schon sein Autobahn, lernst, also gesagt, ein riesiges Gebäude, was da handel geschieht, das weiß ich nicht. Und das ist ein bisschen etwas, was auch erschreckt, wenn man einfach das dann so gesagt.